ab 7. Zum Glück ist wichtig. Mit dem Fabian Unterreger. Was hat für Schlagzeilen gesorgt diese Woche? Die Ereignisse rund um den Nationalrat Mörgeli, die nehmen eine interessante Wendung. Der Christoph Mörgeli und die Professorin Iris Ritzmann sollen vor 20 Jahren ein Verhältnis haben. Sie, eine frühere Mitarbeiterin vom Medizinhistorischen Institut, hat rund um die Entlassung von Herrn Mörgeli genau an diesem Institut auch ihren Job verloren. Eine Affäre. Was sagen Sie dazu, Christoph Mörgeli? Schauen Sie, das sind nur harmlose Doktorspiele gegen Sie. Oh, so ist das gut. Bro, geil, sich Mörgeli chance haben, das ist der Blick am Morgen. Wie Sprichwort schon sagt, gleich und gleich zieht sich aus. Zieht sich an. Sag ich doch, der Mörgeli ist der echte Barry Ritzmann. Check's Ritzmann. Ja, wir haben hier Stil, oder? Alles mit der Ruhe. Ja, Rund von Rooyen, Stilfachmann von SRF 3. Wir bleiben bei diesem Thema bitte gerne über die Gürtellinie. Ja, Maria, du meinst sicher die Gürtelschnalle. Ich sage nur, die Visitenkarte von jedem Mann wird die Gürtelschnalle vom Mann so aussehen. Hallo, haben wir es mit primitiv sein, auch bei dir? Sein Stil, habe ich sagen. Genau. Ist überhaupt etwas dran an dieser Geschichte mit dem Mörgeli? Was weiss die Weltwoche, Roger Köppel? Der Mörgeli kannst du jetzt dem Versörgeli. Um was geht's? Recherche aus 2000 Jahren Schweizer Geschichte haben gegeben. Der Mörgeli ist der Einzige, der sich in seiner Karriere gegen abschläft. Punkt. Und eigentlich ist es mir ja gleich, was andere Private mit oder ohne Kleider machen. Anders natürlich, wenn das Ganze dann öffentlich ist. Was haltet eigentlich da unsere bunte Freitagsrunde von der Wahlkampfkampagne von der JUSO? Habt ihr vielleicht schon gesehen? Die Frauen von den Jungsozialisten werben Blut auf Plakat gegen die Abtreibungsinitiative. Bitsch Weber? Das erste, was mir in den Sinn kam, ist bei diesen jungen Blut, den Jungsozialisten in den Frauen. Das war ein Lied gewesen, oder? Überall hat es Pilzli dran, ich hasse da. Wunderschön. Aber im Moment, der Slogan ist ja doch nicht ganz so. Er heisst nämlich ganz einfach, bei dieser Abtreibungsvorlage sagt JUSO, es ist meine eigene Entscheidung. Ich muss sagen, ist falsch. Die Frauen von dieser Jugo können von mir sicher keine rausnehmen, weil für keinen von denen kann ich schwanger werden. Danke, Bujo. Eine linke Kampagne in den Schlagzeilen fragen wir doch rechts nach der Meinung. Christoph Blocher. Wir von der SVP sind schon immer gegen die Freizügigkeitsabkommen gewesen. Aber wenn der Souverän mich auch Blut will haben, der Auftrag würde ich annehmen. Was für eine Aussage von Blocher. Da kommt schon der grüne Nationalrat Giro natürlich dazu. Ja, ich finde die Kampagne grossartig, Herr Blocher. Ich wäre sofort dabei. Auch bei der SVP? Ja, Hauptsache ich kann mein Sixpack zeigen. Herr Blocher, ich könnte euch ein Bodydouble sein. Mein Körper und euer Kopf oben drauf wäre doch top, oder? Und wenn der Herr Mörgeli will, dann mache ich das auch für ihn. Das sind doch plumpe Kompost-Erotik-Anflüge von Ihnen, von der Linken Giro. Dann sind Sie noch lieber mit dieser Museumstante. Ritzmann, Herr Mörgeli, ja, Ritzmann. Ja, wie die heisst. Also dann würde ich noch eher mit der in einer Museumsvitrine hocken, als mich von Ihnen über. Verstehen Sie? Wir schweifen ein bisschen ab an dieser Stelle. Hat irgendjemand noch einen substanziellen Beitrag in unserer Runde zu dieser JUSO-Kampagne? Sonst machen wir für heute an dieser Stelle Schluss. Blick, vielleicht? Aber ist die pro Abtreibung? Ich finde es cool, wenn einem ein Typ kennt, go von Hanky Chick. Und wenn du so auf die Plakat von der linken Studentinnenbibel schaust, dann weisst du, was der Stefan Eicher von der Bühne oben ist im Publikum alles gesehen. Absolut, mein Freund. Das Gute dran ist, ich schwöre, so viel Rotwein kannst du gar nicht saufen, bis du bei denen keine Hemmungen mehr hast. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.